Ich habe es genannt, der Grafensteiner. Ich weiß nicht, ob ihr einen Grafensteiner kennt. Das ist eine ganz seltene aue Apfel. Ein wunderbar leckerer Apfel. Wir haben bis heute noch Grafensteiner, also das ist Bauerheiligtum. Jedenfalls der Grafensteiner. Es war in das Jahr 1947. In April war meine Mama gestorben. Und ich war in die Schule gekommen. Und ich war allein mit meinem Pap. Wir zwei schlupften zusammen in die Schlafkammer von meinen Eltern. Mein Pap ging es abends alles immer noch ins Her in die Weh. Und du kam auch auf uns rennen und hau eine ganze dicke Apfel. Und du sagte für mich, Kind, kickens, was ich heute noch gefangen habe. Ich freute mich und ich sag, was ist das da für eine schöne Apfel, Pap? Pap sagt, das ist jetzt ganz besonders, Kind. Das ist eine Grafensteiner. Ich sag, komm, Pap, den moeten wir fat schlachten. Nee, sagt Pap, Kind, es ist noch jetzt frisch, wir müssen noch ein paar Tage warten. Der ist noch nicht richtig rieb. Er satt der Apfel oben auf der Klärkasse. Und er sagte mir so, dass ich der Apfel immer sehen kann. Und jeden Abend sag ich für Pap, Pap, der Apfel ist rieb. Der hat all ganz rohe Bäckskes und ist all Goldgel. Nee, sagt Pap, wir warten noch ein paar Tage. Es ist noch zu frisch. 2 Tage later sag ich, wie wir naar bed gingen, Pap, der Apfel, den moeten we schlachten. Nee, sagt Pap, heute Abend bin ich de Mösch. Der nächste Abend, der kwam und ich han Pap geen Ruhe gelassen. Bis dat er naar de Küche ging und het Metz holte. Und dann kwam der große Moment, wo ich so lange drauf gewartet habe. Und Pap kreeg den Apfel von der Gas af. Er keek ins ganz verdutzt und sagt, was ist das dann? Er hou mir noch einen leeren Schal in de Hang. Ein Moes war flotter gewesen. Die hou der Apfel von Benne ganz uitgehuild. Wie ich das sag, da han ich so gegriene. Ich koos mich nicht mehr trösten lassen. Es war furchtbar. Ich han mich in der Schlaf gegriene. Es war eine riesen Enttäuschung, wo ich kleinen Kinder hat. 4 Jahre later, als ich eine erwachsene Frau al war, sagt meine Pap al ein Stück so für mich, du sollst Vater und Mutter ehren, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Und ich sag vom dort drauf, Pap, und was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und wir zwei, wir müssen dann lachen und noch träunen.